Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Kennt ihr schon Bottle Klaus? Bottle Klaus ist zurzeit wohl einer der bekanntesten Triathleten in Deutschland. Über 3 Millionen Klicks bei YouTube hat er schon, und das wegen dem Berlin-Marathon. Beim Berlin-Marathon nämlich reicht Bottle Klaus dem weltweit besten Marathonläufer Eliud Kipchoge die Flasche, die Bottle. Und das ehrenamtlich. Bottle Klaus ist Ehrenämtler durch und durch aus Leidenschaft. Das ist seine Berufung, und ohne Typen wie ihn geht gar nichts. Auch wenn ich nicht so schnell renne wie Eliud Kipchoge, so jemanden wie Bottle Klaus, den brauche ich auch. Ehrenämtler, die unterstützen, ob beim Sport, im Sportverein oder Gott sei Dank auch bei der Kirche. Und Gott sei Dank gibt es bei der Kirche einige davon. Deswegen möchte ich euch jetzt mal unseren Bottle Klaus vorstellen, und zwar alias Bottle Jürgen und Rhein und Reben Jürgen, Digital Jürgen. Jürgen macht so viel, ohne ihn wäre unsere Rhein und Reben Andachtsreihe nicht vorstellbar. Und ich finde, das hat mal einen Applaus verdient, auch zu Hause am Fernseher oder am Handy. Also wir brauchen so Typen, die uns unterstützen, die dabei sind. Ohne die geht es nicht, die mit Herzblut bei der Sache sind, die darin auch ihre Berufung finden. Und mit dieser Berufung und diesem Ehrenamt, das sie ausfüllen, ich finde, da stehen die in einer ganz langen Tradition. Diese Tradition, die reicht zurück bis in die Bibel. Mein liebster Ehrenämtler in der Bibel, wer war das? Das war Paulus. Also für mich ist der Ehrenämtler par excellence in der Bibel. Paulus sagt, er möchte mit seiner Arbeit als Zeltmacher sein Geld verdienen, und alles andere, das macht er so. Er möchte der Gemeinde nicht auf der Tasche liegen. Naja, und seine ganze Arbeit in der Gemeinde, seine ganze Verkündigung, die bis heute wirkt, das macht er sozusagen einfach nebenher im Ehrenamt. Berufung, Herzblut, Glaube. Martin Luther sagt ja, Glaube zeigt sich im Alltag. Und ich glaube, im Ehrenamt, da scheint davon auch etwas durch. Etwas für andere tun, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Ein Dienst ohne monetäre Entlohnung und trotzdem ein Amt, und ein richtig ehrenvolles noch dazu. Ehrenamt, das finde ich richtig gut. Also, vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank, Bottle Klaus, und vielen Dank an all die Ehrenamtlichen zu Hause, wovon ich mir sicher bin, dass auch einige Ehrenamtliche gerade hier zuschauen. Also, vielen Dank, finde ich klasse, weiter so, und Gottes Segen sei mit euch. Tschüss! Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.